Anmut und Einklang, von einem ewigen Gesetz regiert. Alles, was beginnt, muss auch enden. Die Herrschaft des alten Shogunats ist vorüber. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Zock. Da könnte man sogar vorstellen, ein Let's Play daraus zu machen. Total War Shogun 2. Eines meiner Lieblingsspiele. Schon seit Jahren. Also ich habe Total War Shogun 1 gespielt, im Jahr 2000. Und dann habe ich das wiederentdeckt, erst im 2008, Total War Rome. Dann habe ich weitergespielt, eben als Total War Medieval. Und jetzt dann ist nachher das Total War Empire gekommen. Das konnte ich leider nie spielen, weil es, ganz ehrlich, ich glaube, die heutigen Computer können noch nicht mal fertig werden mit diesen Daten. Da haben sie einen rechten Fehlgriff gemacht. Und jetzt wieder in der Zeit der Japaner und Samurai. Wir haben hier verschiedene Gebiete, wo wir anfangen können. Verschiedene Klassen, sage ich mal. Also es sind verschiedene Shogunate, wo alle ein bisschen andere Sachen können. Die einen sind gut im Wasser, die anderen sind gut mit Speer, wieder andere haben Kriegsmönche. Ich entscheide mich für Shimatsu. Sie haben recht eine gute Startposition. Ich mache eine kurze Kampagne und dann machen wir es auf Licht. Ich will einfach kein Problem. Ja, komm, normal können wir es schon lassen. Gut, dann können wir auch schon anfangen. Zum Spiel selber komme ich gerade. Jetzt kommt zuerst noch mal ein Video. Geniessen. Ah ja, noch etwas. Die Ladezeiten sind tierisch schlimm. Ich werde die einfach aus. 1545. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges.
Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besaßen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Shimatsu haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Wir sind verwandt mit Yoritomo, dem ersten Shogun. Pflichttreue liegt uns Shimatsu im Blut. Wir blicken auf eine lange Tradition zurück. Im Kampf werden unsere Schwertkämpfer von ganz Japan beneidet. Keine Klinge ist schneller oder gefürchteter als die unsere. Bishamon, der Kriegsgott, ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Shimatsu-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft. Wir sind die Shimatsu. Dies sind schwierige Zeiten für unseren Clan. Wir haben uns nicht nur als Herren der Provinz Azuma bewiesen. Das Schicksal ließ uns zudem Handelsschiffen aus dem fernen Westen begegnen. Die Namban erlitten an der Küste von Tanegashima Schiffbruch. Und mit ihnen kam die Aussicht auf einen lukrativen Handel. Außerdem brachten sie Teppo mit sich. Einfach zu bedienende Feuerwaffen mit tödlicher Wirkung. Ein Handelsabkommen mit den Namban zu schließen hat höchste Priorität. Denn ihre Waffen könnten der Schlüssel zu unserer militärischen Überlegenheit in Kyushu sein. So, also, jetzt muss ich als erstes nochmal den Sound checken. Ja, das ist unsere erste Mission. Nimm die folgende Provinz ein, Ozumi. Als Belohnung kommen wir +1 Rekrutierungsplatz in allen Provinzen für 4 Jahreszeiten über. Soll unser Daimyo Shogun werden, der militärische Herrscher Japans, müssen wir das derzeitige Shogunat, den Ashikaga-Clan, besiegen, indem wir die Hauptstadt Kyoto erobern und 4 Jahreszeiten lang halten. Dann wird der Kaiser den Anführer unseres Clans zum Shogun ernennen. Wir können jederzeit die Bitte um das Shogunat einreichen. Doch der amtierende Shogun könnte uns dann vorsorglich angreifen, sollten wir zu mächtig werden. Krieg mit dem Shogun könnte andere Clans dazu bewegen, uns ebenfalls den Krieg zu erklären, um den Status quo zu erhalten. Ja. Also ich muss rasch einen Soundcheck machen, einen Moment. Okay, ja, ich hoffe es passt so und sonst muss ich dann halt schauen, wie ich das sonst mache. Gut, wir haben hier Satsuma, unsere erste Stadt. Wir haben hier auch noch 3000, unser Geld. Jetzt können wir eigentlich mal anfangen, da +900 auf Wohlstand durch Bauernhöfe. Bauen wir einen neuen Bauernhof. Dann ein Küstendorf für 2 Städtewachstum mit sich bringen, plus noch mehr Schiffe. Das will ich auch. Und dann noch rekrutieren, wie ihr schon im Clip gesehen habt, sind Samurai. Also vor allem Katana-Samurai, unsere Spezialität. Speer und Bogen, das sind so die ersten Speer- und Bogeneinheiten, die man hat. Das ist, hat jede Klasse einfach. Unsere Armee hier hat einen General, gute Yari-Samurai, Yari Ashigaru, 2 Stück und Bogen. Ich will Katana-Samurai und nochmal einen Bogen. Das geht jetzt, wie ihr gesehen habt, 2 Runden für den und 1 Runde für den. Eventuell stackt das sogar miteinander, also wir haben jetzt da wahrscheinlich 2 Plätze. Sonst würde da als 3 stehen. Also nächste Runde ist 1 Bogen fertig und 1 Runde braucht er noch. Beherrschung der Künste. Wir können entweder den Weg vom Bushido gehen, vom Krieg, oder den Weg vom Chi. Als erstes machen wir einmal den Weg vom Chi, und zwar gerade mal
Bonusbesteuerung des Clans. Ja, machen wir mal die ersten 12 Runden so. Mit dem können wir auch mal ein bisschen schauen. Ausspionieren. Er hat jetzt nichts da drinnen. Das heisst, theoretisch, wir sind schon im Krieg mit denen, könnten wir noch rasch schauen, wo seine Armee ist. Dort hinten. Wir könnten eigentlich auch gerade angreifen. Ich glaube, das machen wir auch. Mal schauen, ist die Armee dabei? Ja, sie ist dabei, das ist blöder. Also ziehen wir uns nochmal zurück. Bleib mal da. Wir warten noch eine Runde. Jetzt ist er nämlich wieder weg, ich weiss nicht wieso. Oder ich sehe ihn einfach nicht mehr. Eins von beiden. Da sehen ihr all die Clans, die durchlaufen. Diese Truppen sind ideal, um den Feind vor Beitritt der Schlacht zu dezimieren, sollten jedoch auf Entfernung gehalten werden, da sie im Nahkampf schwere Verluste erleiden. Genau. Die Kunst des Schwertes ist mein Ziel. Dann komme ich Katana Samurai über. Ja, aber eine Runde warten wir jetzt gleich noch, weil Kunst des Schwertes ist da. Wir warten noch eine Runde mit dem. Holen auf jeden Fall mal unsere Bögeris über. Wir können eigentlich noch etwas Neues in Auftrag geben. Und zwar entweder ein Waffenschmied oder ein Rüstungsschmied. Wir gehen eher auf Angriff, also Waffen. Gut. Können wir noch mal schauen? Ja, er ist immer noch da. Wir könnten auch direkt angreifen sonst. Ah nein, es geht nicht. Ups. Ah, blöd. Egal, schlimm ist es nicht. Runde beenden. Jetzt ist er reingegangen. Ich greife nie an. Diese ausgezeichneten Schwertkämpfer mit hervorragendem Kampfgeist sind Körper und Seele einer jeden Armee. Jupp, genau. Kunst des Chi fertig gelernt. Also machen wir da Kunst des Schwertes. Ihr kommt noch dafür. Und jetzt greifen wir an, aber eben, ich greife nie an, wenn er da drinnen ist. Ich tue nur Belagerung fortsetzen, Runden bis ausgehungert. Pro Runde verlieren sie Einheiten und wenn sie nicht wollen, dass ich kampflos die Stadt übernehme, müssen sie rauskommen. Ich warte jetzt, bis die rauskommen, weil ich wage es nicht zum Angreifen. Ich bin recht schlecht im Angreifen. Und so, es kostet einfach mehr, als dass es bringt. Also. Jetzt kommen wir noch Probleme über im Winter. Wenn man im Winter nämlich auf feindlichem Gelände ist, dann wird man ausgehungert auch, verliert man Einheiten. Sie desertieren oder sterben an Kälte, Hunger, was auch immer. Okay. Noch 2 Runden. Jetzt ziehen wir uns entweder zurück oder beißen durch. Ich bin eher für zurückziehen, aber da es auf einfach eingestellt ist, nein, komm. Bleiben die über den Winter da. Wir rekrutieren einfach nochmal neue. Das sind übrigens Freunde. Im Frieden, wir haben sogar das Handelsabkommen mit denen. Wir können auch mal Diplomatie schauen. Die sind eben feindlich. Ihre Handelspartner kennen wir noch nicht, darum sind sie grau angezeichnet, da rechts sehen Sie es. Dort sind Handelspartner wir, Verbündete haben es auch, Joni. Also ich glaube einmal sind Joni. Ja, wir kennen es einfach halt noch nicht. Gut. Dann habt ihr sicher noch gehört, dass es da Christen gibt, die gelandet sind. Da kann man mit Boot kann man da handeln, das ist sehr wichtig. Wie ihr gesehen habt, Shimatsu haben eine super gute Stelle zum handeln. Einen hat es da oben sonst noch.
Jurchenstämme, chinesisches Kaiserreich, Kriegsherren Amals und da... Ah nein, es sind die indonesische. Okay, auf jeden Fall sind irgendwo Christen, aber mit denen will ich mich nicht einlassen, weil dann komme ich Probleme über mit der Religion. Da gibt es bei mir wieder Religionsstörungen und. So, sie kommen raus. Okay, schnelles Zwischenspeichern. Und dann gehen wir in die Schlacht. Ich streiche das wieder, also ich lösche das wieder, die Ladezeiten gehen ewig. Ah, noch ganz kurz, da seht ihr übrigens die Aufstellung und so, die erste strategische... Ich bin gelb, der andere ist rot, die erste strategische Punkte, so da der Hügel ist sicher wichtig. Aber da ich verteidigen werde ich einfach schön da sitzen bleiben. Und er soll dann über den Hügel kommen. Wenn ich jetzt Angreifer wäre, würde ich auch den Hügel zuerst probieren reinnehmen und dann oben drauf stehen bleiben und mit den Bogenschützen zuerst mal überfetzen und dezimieren. So. Da können wir noch schauen. Er hat 476 aufgestellt, ich habe 810 aufgestellt, verloren habe ich 123, er 444. Wie viel das noch bleiben, wie viel Feind das man getötet hat. Also er hat einen verloren durch seine eigenen Bogenschützen. Und ich habe auch einen verloren durch meine eigenen Bogenschützen. Mein General ist noch eins aufgestiegen, weil er hat 203 getötet. Die Ari Ashugaru sind auch aufgestiegen, dann kann man das noch überprüfen. Gut, wir haben die Provinz erobert, wir können jetzt entweder friedlich besetzen, dann sind sie zufriedener. Öffentliche Ordnung 3, voraussichtlicher Städtewohlstand 286 und Erhaltungsgold 0. Allerdings, wenn wir jetzt würden plündern, erhalten wir 800 Gold, aber nur 58 Städtewohlstand und minus 10 öffentliche Ordnung. Das mache ich praktisch nie. Meistens will ich die Städte dann besitzen. Gut. Tolle Runde gewesen. Ruf zu den Waffen kommen wir auch über. Plus, wir haben noch den Tiger ausstudiert. Den Handelshafen, da kommen wir 1000 Bonusgeld über. Ja, Logo, hallo. Da, Handelshafen, sofort bauen. Dann, gegen da müssen wir uns nicht absichern, das ist kein Problem, das schaffen wir ohne Problem. Jetzt, da hat es einen neuen Platz, wo man irgendwas könnte bauen, aber ich habe kein Gold. Das ist blöd. Wir können jetzt mal schauen, ob wir die Steuern ein bisschen anheben können. Wäre jetzt gerade unzufrieden, habt ihr gesehen. Es lohnt sich auch nicht für eine Runde, das jetzt zu machen. Warte jetzt mal. 4 minus 3. Habt ihr gesehen, da öffentliche Ordnung ist jetzt gerade extrem runtergefallen, weil ich keine Wachen mehr drin habe. Minus 1, Yari Samurai. So, das wäre die neue Armee. Plus heisst übrigens, dass sie am Heilen sind. Maximal ist 120 Bogenschützen. Und immer wenn ich in meinem Gebiet bin, heilt es. Schaut jetzt mal. Jetzt bin ich nicht mehr in meinem Gebiet, also heilt es auch nicht mehr. Bleiben wir, wenn möglich, da. Jetzt, wir könnten uns gerade noch ein Yari Ashugaru rekrutieren, den will ich aber nicht. Die habe ich nicht so gern. Runde beenden. Eben, es würde recht schwierig werden, von dem ein Let's Play zu machen, aber ich spiele es extrem gern und ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es schnell langweilig wird. So, du rekrutierst da Katana Samurai. 2 von 2 oder 1 von 1. Das liegt daran. Eine Runde, eine Runde zum die bauen und eine Runde bis da sind. Diese Einheit kann rekrutiert werden aus Osumi. Da. Die da gibt es nur in Satsuma, darum braucht sie 2 Runden, bis sie bei mir eintrifft. Also 4 Runden insgesamt. Ausser ich würde jetzt mit dem wieder zurücklaufen, aber das möchte ich nicht. Weil da könnte dann ein Gegner kommen. Wir können die Zeit auch noch rasch nutzen, rasch schauen. Da ist seine Armee, okay. Dann gehe ich wieder rein. Nein, jetzt lange es genau nicht.
Wie ihr seht, der kann auch da drüber kommen. Also ich muss jetzt auf der Hut sein, dass er mich nicht da angreift oder da. Ich muss eine Armee haben, um ihn abfangen. Aber das werden wir erst das nächste Mal sehen, wenn es dann wirklich ein Let's Play gibt. Und sonst haben wir da ein bisschen etwas gesehen. Bis dann. Peace.